Heidi ho zusammen! Ja, erstmal merci, dass Sie das letzte tatsächlich so viel Leute geschaut haben. Und danke für die Comments und die Likes. Freut mich. Ich habe jetzt seit einer längeren Zeit nichts gemacht. Beziehungsweise ich habe mir eine kreiert. Nicht so viel Zeit gehabt. Das ist Winterzeit bei uns und da geht es zu wie in der Hölle. Aber jetzt haben wir wieder was gemacht. Es gibt wieder ein bisschen was zum Herzogen. Und das dauert ca. eine halbe Stunde. Ich verspreche es. Ja, fangen wir an. Es geht um Karten und Gas. Schauen wir uns das mal an. Klicken wir mal da drauf. Yay! Das ist die neue Karten. Habe im letzten Video schon einiges vorgestellt, aber damals hat noch nichts funktioniert. Aber jetzt funktioniert so einiges. Und zwar wird das ganze Klump da schon richtig aus der Datenbank geladen. Wird zum Beispiel auch das Planetenbeutel mittlerweile da herum. Es wird einfach überprüft, wo steht deine Kolonie, auf welchem Planeten, was ist das für ein Typ. Da werde ich gerne ein bisschen was dazu erzählen. Wie letztes Mal auch schon ein bisschen. Das ist ein Erdplanet, deswegen habe ich da herum einfach eine Erdkugel stehen. Der ganze Untergrund da schaut grün aus und schaut halt einfach aus nach Erdplanet. Die ganzen Grafiken und so weiter, da habe ich jetzt noch nichts gemacht, schaut noch genauso aus eigentlich wie vorher. Aber wir sehen jetzt dann gleich mehr. Und zwar gehen wir mal zurück in Planetenansicht. Hui! Ja, das hat letztes Mal noch nicht ganz so ausgeschaut. Ich sehe jetzt da eine große Ansicht von den Mehrplaneten, auf denen ich mich gerade befinde. Und wenn ich da herum draufklicke, dann gibt es mehr Planeten. Und auch diese werden schon aus der Datenbank ausgelesen. Das heißt, die existieren wirklich. Jeder Planet hat seinen eigenen Typ. Habe ich letztes Mal schon ein bisschen erklärt, was da so alles geben wird. So 5, 6 Planetentypen. Jeder bringt seine eigenen Werte mit. Und ja, dann schauen wir doch da mal durch und schauen wir, was passiert. Bam, bam. Bam, bam. Da haben wir einen Magmaplaneten. Bam, bam. Da haben wir einen Eisplaneten. Die schauen jetzt da noch nicht recht unterschiedlich aus, aber sie haben schon unterschiedliche Daten und Eigenschaften, die es mitbringen. Und die sind alle variabel und haben später einen mehr oder weniger Einfluss aufs Spielverhalten und aufs Spiel allgemein. Ja, schauen wir uns doch das mal an. Gehen wir einfach einmal daher. Wir sehen mal, das Ding heißt Wuchs Tower, den habe ich jetzt einfach einmal so benannt. Ist scheißegal, wie das Ding heißt. Dann kann ich anfangen. Auf der linken Seite sehe ich, es ist ein Erdplanet. Dann habe ich letztes Mal schon ein bisschen was erzählt über den Primärrohstoff, den der Planettyp liefert, anstatt dem Lexikum da herum. Das ist jetzt was noch nicht ganz funktioniert, aber es ist schon festgelegt, welcher Planet was für einen Primärrohstoff liefert. In dem Fall ist es Wasserstoff. Dann, und das ist mir in den letzten 20 Minuten eingefallen, hat das Ding Monde und da stehen noch Fragezeichen. Deswegen steht das da noch statisch drin. Das ist das einzige, was noch nicht aus der Datenbank gelesen wird, weil ich im Hintergrund noch an was anderem arbeite, was ich jetzt dann gleich erzähle. Die Monde sieht man übrigens da links und rechts. Das sind einzelne Grafiken, die kann ich verschieden positionieren und so weiter und so fort. Dann hat der Planet eine Masse. Da habe ich jetzt einfach einmal 25 Kilogramm hoch 23 draufgeschrieben. Ob jetzt da hoch 23 irgendwie richtig ist oder nicht, ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Ich habe das einfach so blinde eingetragen, habe dann nochmal nach Planeten gesucht, Wikipedia und so weiter, was die für Masse haben. Und siehe da, das kommt sogar schon einigermaßen realistisch hin. Passt schon. Nächster Punkt. Rotationsperiode. Was heißt das? Da steht daneben 120 Minuten. Das heißt ganz einfach. Das Ding kreist um die Sonne innerhalb von 120 Minuten. Ist natürlich jetzt ein unrealistischer Wert, aber ich kann da nicht hinschreiben ein Jahr oder sonst irgendwas, weil sonst dauert es einfach ein Jahr und das ist in einem Spiel einfach ein bisschen zu lang. Das bedeutet einfach, es ist auf dem Planeten 120 Minuten lang Tag und 120 Minuten lang Nacht. Sowohl der Tag- und Nachtzyklus, ob jetzt auf dem Planeten gerade Tag und Nacht ist, hat Einfluss aufs Spiel. Zum Beispiel später mal, wenn es Nacht ist, brauchen deine Truppen zum Beispiel 20, 30, 40, 50% länger von A nach B zum Angreifen und sie zum Bewegen. Und es gibt dann wieder Technologien, die das verkürzen und so weiter. So, das war's. Zur Rotationsperiode gibt es nachher, wenn wir uns das System und die Planetenkonstellation anschauen, noch ein bisschen mehr. Aber danach dann. So, da steht jetzt auf der rechten Seite noch Alpha. Das ist ein statischer Wert, das kommt noch weg, ich weiß bloß noch nicht so ganz, was da hinkommt. Ist momentan noch unwichtig. Das war vorher der Name des Sektors. Auch eine komplette Neuerung, es gibt keine Sektoren mehr. Ich habe mir gedacht, warum jeden Planeten in 3 Sektoren aufdröseln, das macht die ganze Karten nur noch komplexer. Und ich habe ein früher besseres, wie soll ich sagen, ein früher besseres Positionsfeeling für meine Kolonie, wenn das nicht nochmal in 3 Segmente unterteilt ist, was es eigentlich gar nicht braucht. Das heißt, die Fädel, die vorher in die Sektoren drin waren, sind jetzt direkt auf dem Planeten. Und wenn ich da draufklicke, dann lädt sich der auch schon dynamisch im Hintergrund
wenn ich eben draufklicke. Gehen wir wieder zurück. Ja, dann haben wir Kolonien. Wie viele Kolonien sind auf dem Planeten? Erklärt sich ziemlich einfach. Da steht jetzt momentan eine 35 drauf geschissen. Jo, dann die nächsten zwei Sachen sind, was für ein Wetter ist da gerade? So, wieder da. So, jetzt kommt gerade ein Kumpel ins Teamspeak, den muss ich jetzt ganz kurz schnell sagen, dass ich, da muss ich jetzt schnell aus sein einfach. Entschuldigung. Un momento, so. Channel switched. Und wieder zurück. So, ja, kann passieren. Dann, ja genau, beim Wetter waren wir. Da steht jetzt so, es hat 22 Grad und es ist bewölkt. Das heißt, es gibt zwei Wettertypen auf dem Planeten und zwar einmal Temperatur und einmal einen Wetterzustand. Bewölkt, sonnig, stürmisch, bla bla bla. Jeder eigene Planet hat auch schon festgelegte Wetterverhältnisse und einen festgelegten Temperaturenbereich, in dem man sich bewegen kann. Das heißt, ein normaler Erdplanet, der verhält sich wie bei uns auch, mal so zwischen minus 20 Grad und plus 30 Grad, maximal 40 vielleicht. Und was es so wettermäßig gibt, es regnet einmal stark, es ist windig, es stürmt, es weiß der Teufel, es gibt einen Schneesturm, was auch immer, das kann man vielleicht sogar ein bisschen an Jahreszeiten anpassen. Und es hat ebenfalls wieder Einfluss wie Tag und Nacht, zum Beispiel auf die Rohstoffproduktion, auf deine mobilen Rohstoffsammler, die du später haben wirst, wie lange die brauchen und lauter solche Sachen. Und das Wetter wird auch zufällig generiert, also das ändert sich auch einmal am Tag oder vielleicht mehrmals am Tag. Dann kann man Wetterstationen bauen, mit denen du schauen kannst, was in die nächsten 1, 2 Tage oder Stunden meinetwegen sich das Wetter wechseln wird und so weiter und so fort. So viel dazu. Und dann haben wir noch die Wasserdichte. Dieser Wert, der bezieht sich auf den Primärrohstoff. In dem Fall ist jetzt Wasserdichte. Schauen wir uns mal den Planeten Alduino, beim Magma-Planeten gibt es ja jetzt keinen Wasserstoff nicht als Primärrohstoff, sondern Silikat. Und haben wir schon einen Fehler gefunden, ne? Text ändert sich nicht. Man muss dann einfach dort stehen Silikatdichte. Und die ist dann 0,5%. Das bedeutet, auf jede Kolonie, die da platziert ist, nicht Spieler. Ganz wichtig, weil ein Spieler kann mehrere Kolonien haben später. Kommt 0,5 Silikatvorkommen. Das heißt, auf 2 Kolonien kommt ein Silikatvorkommen. Das hat folgenden Sinn. Ich möchte Planeten verschieden verwehrt sein lassen. Das heißt, ich möchte die Leute darum kämpfen lassen. Ist weniger Silikat oder der Rohstoff geringer vorhanden, ist er mehr wert und die Leute kämpfen mehr drum. Somit werden verschiedene Planeten mit demselben Typ jetzt vielleicht, es gibt ja mehrere Magma-Planeten später vielleicht mal, auf dem einen ist der Wert 1,5, nicht so viel wert, weil da gibt es einen Haufen Zeug, wobei er dann auch wieder viel wert wird. Wenn es viel Zeug gibt, dann wird es fett besiedelt und die Leute kämpfen eigentlich um das Territorium. Und wenn ganz wenig, wird später mal zum Beispiel bei einem Plasmaplaneten, dann kommt es dann auf 10 Kolonien, kommt ein Plasma vorkommen und dann wird das eine einfach dick umkämpft. Also es ist ein sehr variabler Wert, da muss ich dann später natürlich ausprobieren, wie sich das aufs Spielgeschehen auswirkt. Wir werden sehen. Ja, soweit so gut. Das ist so, was der Planet mit sich bringen kann. Was ich dann auch schon mal gemacht habe, nur damit ich mir leichter tue beim Programmieren und beim Ausprobieren, wenn ich jetzt da einen Lava-Planeten noch klicke, dann schauen die Fädel schon einmal anders aus. Die habe jetzt einfach bloß rot eingefärbt, schauen aber genauso aus wie auf dem Erdplaneten. Später gibt es auf dem Magma-Planeten dann natürlich viel mehr Felsen und so einen Scheiß und es schaut ein bisschen grauer aus mit so Magma-Vorkommen und da gibt es auch keine Bams und da gibt es dann irgendwas anderes. Es soll ja optisch sehr einfach ein bisschen abheben. Genauso ist es übrigens, habe ich es jetzt einmal da gemacht, da haben wir einen Eisplaneten. Der Primärrohstoff ist da übrigens amorphes Eis. Gehe drauf, dann schaut da alles ein bisschen eisig aus. Das habe ich momentan bloß gemacht, zum Ausprobieren funktioniert das mit den verschiedenen Beutel, die dann automatisch geladen werden und so weiter. Das funktioniert schon, bloß die Beutel unterscheiden sich noch nicht an sich ganz groß. Das ist eigentlich so ein bisschen das Nächste, was ich irgendwann einmal machen werde, wenn man ziemlich langweilig ist. Ja, so viel zur Planetenansicht. Dann gibt es aber noch eine Ansicht drüber. Und zwar die Systemansicht. Da klickt man nochmal drauf. Patsching! So. Ja, man sieht da das System, in dem wir uns befinden. Das System heißt 8. Das gibt es, glaube ich, sogar tatsächlich. Habe ich irgendwann einmal bei Wikipedia gefunden. Und momentan gibt es nur 3 Planeten. Mehrere habe ich einfach noch nicht erstellt. Die werden auch schon richtig aus der Datenbank ausgelesen.
Und was ich mir da jetzt auch heute noch an diesem Abend mehr oder weniger ausdenkt habe, ist, die Planeten haben ja eine Rotationsperiode. Das ist jetzt das, was ich vorher gesagt habe. Da möchte ich nachher noch drauf eingehen. Und zwar, Rotationsperiode. Die Dinger bewegen sich um die Sonne. Das heißt, ich kann jetzt da auf dem 2D-Dings da, kann ich nicht wirklich darstellen, dass sie das im Kreis dreht, das Ding. Aber was ich darstellen kann, und auch schon Werte hinterlegt habe dafür, der Planet hat eine Position. Genauso auf der Karten wie die Fadel bzw. die Kolonie innerhalb von einem Koordinatensystem, innerhalb vom Planeten halt. Und was da jetzt kommt, und da bin ich gerade dabei, das funktioniert leider Gottes technisch noch nicht, beziehungsweise bloß zur Hälfte, das funktioniert einfach nur noch nicht automatisch. Ich kann diesen Planeten ein Koordinatensystem mitgeben, beziehungsweise zwei Koordinaten mitgeben, eine X- und Y-Koordinate, wie man das aus Mathe kennt, oder kennt hat in meinem Fall. Da schauen wir uns jetzt mal den Erdplaneten an, der hat jetzt momentan die Koordinaten 0 und eine bestimmte Y-Koordinate, das Zückten von der Höhe ein bisschen da mitten einer und fertig. So, jetzt hat der eine Rotationsperiode von 120 Minuten. Das heißt, und so möchte ich das später haben, innerhalb von 120 Minuten, also 2 Stunden, fährt dieser Planet von links nach rechts. Das heißt, dessen X-Koordinate ändert sich ständig. Und wenn er dann rechts wieder ankommt, fängt er von links wieder an und es ist da auf dem Planeten dann Nacht. Fertig. So. Auf was will ich da hinaus? Wenn man jetzt von einem Planeten zu einem anderen Planeten eine Kolonie angreift, wofür man übrigens Flugmittel benötigt später mal, haben die Planeten mal enger beieinander und mal weiter auseinander. Somit kann man sich entweder das mit einberechnen, dass der Planet zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht an dem anderen natter droh ist, damit ich meinen Gegner schneller angreifen kann, ohne dass es vielleicht mitkriegt. Oder eben nicht. Also das hat definitiv eine Auswirkung aufs Spielverhalten. Es ist ein bisschen realistischer einfach, weil das halt in echt so fast ähnlich ist, dass die Planeten mal weiter auseinander sind und mal nicht. Und ja, soweit so gut. So hat jeder Planet seine eigene Rotationsperiode. Der braucht zum Beispiel schon 4 Stunden, bis er hin und her fährt. Somit haben die Planeten immer irgendwie zu jedem Zeitpunkt anders weit entfernt voneinander. Ja. Und das ist einmal soweit der Plan. Das ist auch der nächste Schritt, den ich jetzt einbaue, weil ich da einfach Bock drauf habe. Ist vielleicht jetzt nicht das Wichtigste, aber ja. Soweit so gut. Karten ist damit fast fertig. Es sind natürlich noch ein paar kleine Fälle drin und so, aber das behebe ich noch. Das ist kein Ding. Zu den Monde gehört dann noch gesagt, was ich vorher gesagt habe. Genauso wie, oder das habe ich zumindest vor, genauso wie die Planeten sollen die Monde Eigenschaften kriegen und sollen sie genauso um den Planeten rundum bewegen. Irgendwie. Was man dann auf den Monde da kann, weiß ich nur noch nicht. Das ist auch völlig mal noch wurscht. Ja. Da lasse ich mir schon noch was einfallen, würde ich sagen. Ja, das war's halt diesmal schon wieder. Hat wieder viel länger dauert, wie ich meine, aber das werde ich mir jetzt einfach abgewohnt, das zum Sagen, weil es wird einfach immer länger dauern, wie ich sag. Ja, mich interessiert, was meint ihr? Die zweidimensionale, beziehungsweise die Karten reduziert auf 2 Ebenen, beziehungsweise eigentlich 3. Das heißt Flächen, Planeten und Systeme. Ich finde es eine ganz gute Sache. Ich glaube, dass das ein bisschen weniger komplex ist wie das andere. Das andere war einfach unnötig komplex. Und so taugt das auch. Und mich würde natürlich wieder gefreut über Comments, über alles, über Likes. Was haltet ihr davon? Und dann, wer es jetzt bis zum Schluss angeschaut hat, darf noch erfahren, dass wenn die Karten nämlich fertig ist, funktioniert oder fehlt noch eine einzige Funktion in der Registrierung, dass man da mitspielen kann. Und ich arbeite natürlich darauf hin, dass wir in der Weihnachtszeit alle schön was zum da haben, wenn wir alle Ferien haben. Zumindest alle außer ich. Haha. Ich glaube, dass bis dahin eine Alpha möglich ist. Also, ich war euch unendlich dankbar. Das war saugeil. Jeder, der sich jetzt momentan das anschaut und sich dafür interessiert, der interessiert sich auch für Spiele. Und ihr habt Kumpels, die sich dafür auch interessieren könnten. Verzeiht es einmal weiter. Vielleicht haben sie Bock, ja, das so zum Schauen. Es gibt ja ein paar, die verfolgen ja das die ganze Zeit. Es sind überall 50 Klicks drauf. So auf YouTube findet man die Videos ja sowieso nicht. Und wer das von Anfang bis Ende verfolgt hat, ein paar kenne ich ja mittlerweile schon,
Verzählt es einfach mal weiter. Es darf dann ungemein helfen, wenn noch ein paar Leute da sind. Das mich unendlich freuen. Ja, soweit so gut. Ohne Scheiß, vielen lieben Dank und ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Ding. Habe die Ehre.